Oh mein Gott, das Spiel ist so stressig. Oh, okay. Jetzt wohl. Okay. Wenn er kommt, ich stich zu. London, Digga, let's go. Oh mein Gott. Ja, das hat mir Angst gemacht. Oh mein Gott. Oh. Okay. Sehr, sehr breite Zone. Holy shit. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Ja, aber es ist wieder Kaffee. Okay, ja, dann ist es. Ja, okay, scheinbar funktioniert es noch immer noch nicht. Voilà. Ja. Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Mein Gott im Himmel, erschießt mich. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf ihn. Ach, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde. Aber ich auch dann noch ein bisschen chillen, also ich bin jetzt so auch nichts essen und so. Über die gleiche Stelle putzen macht nicht das ganze Teil über, aber egal. Modell freigeschaltet. Okay. Ich habe sie jetzt als Modell freigeschaltet, was sehr interessant ist. Eisenpfeil. Verschwinden Sie besser in Ihr Abteil, in die andere Richtung. Solange Sie noch gute Laune hat. Okay. Sektion G, Haben Sektion Sie den Weg vergessen? Drehen Ja. Sie um und gehen Sie zurück in Ihr Abteil. Es tut mir leid. Reserviert. Ja. Was ein lustiges Spiel, das hat ja wirklich mal sehr viel Spaß gemacht. Kulturnacht Berlin. Hallo. Okay. Ja, wie ein Kaffee da oben ist, wird man tun. Okay. Ah! Wunderschön. Mann, das ist doch Bullshit. Warum ist das alles so verpixelt? Das ist doch nur ein Abfuck. Reisen Sie luxuriös von Konstantinopel via Berlin Eis nach Sages durch das Herz der Nation. Okay. Guck mal, das da unten ist irgendwie wie... Okay. Ihre Vision, unsere... Was? Viston. Neues Kino 1960. Alter, der Türknopf, hä? Oh, okay. Checkt richtig, dass ich da etwas gerade aufgesammelt habe. Ah, schau mal.
Tournee der Käfer beginnt in Berlin. Berlin, 11. Oktober 1960. Nächsten Monat wird die dynamische Viererkapelle auf der Bühne des weltberühmten Volkssaals Musik von ihrer neuesten Schallplatte Das blaue U-Boot zum Besten geben. Warte mal, das blaue U-Boot. Okay, geil. Karten für die Vorstellung waren in Rekordzeit ausverkauft. Die Reaktion auf die letzte Schallplatte war einfach phänomenal, sagte Wolfgang Rapp, der Agent der Gruppe. Die Käfer ist so geil, ne? Die Käfer die letzte Woche in Schwierigkeiten gerieten, als sie vergaßen, dem Staatsoberhaupt vor ihrem Konzert zu danken, haben außerdem bekannt gegeben, dass sie die Hauptrollen in einer neuen Fernsehsendung über die Abenteuer einer weltberühmten Sängertruppe spielen werden. So, ich muss mal kurz Screenshot. So. Das muss von einem Kollegen, der ist irgendwie so Fan von den Beatles und so shit. Okay, gut. Weiter geht's. Oh, okay. Das ist interessant. Hier rein. Wieso alt bist denn du so? Okay, ja, also ich habe da... Okay, ich muss kurz lesen, tut mir leid. Neue Kalksteinvorkommen entdeckt. Zagreb, 11. Oktober 1960, im Norden Kroatiens wurde ein reiches Kalksteinvorkommen entdeckt. Laut der geologischen Gutachterin gibt es eine Fülle einer besonderen Kalksteinzusammensetzung, die äußerst gut für die Herstellung von Superbeton geeignet ist. Das Ding heißt Superbeton. Genau, der von unseren Architekten beim Einrichten neuer Gebäude verwendet wird. Das könnte unser bisher größter Fund sein, sagte die Geologin während eines gestrigen Telefongesprächs. Also. Ah, Cutscene. Okay, check. William, Ja. ist der für mich? Nein. Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Nee. Hey, Alter, was? Manchmal Weihnachten, Holy shit, Bro, ich kann jetzt... Okay, sorry. manchmal Zerstörung, Leid Damn. und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Hey, es kommt jetzt POV, Digga. Ich hab keine Lust drauf. Exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist Oh ein Gott. Hotel nah bei der Oh Zentrale Gott. der Geheimpolizei. Oh Gott. Ich habe kurz Zensur, Panik bekommen und alles. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie zurück nach Eisenwald. Wenn sie noch leben. Irgendwas geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Komm schnell! Ach nee, Digga, ich schaue jetzt erst. Ich lese mal die Zeitung, Digga, scheiß drauf. Häftling von Panzerhund gefressen. Oh Gott, warte mal, sind das die grossen Viecher? Also die man noch eigentlich als Nazisaurus Rex bezeichnen. Holy shit, die sind aber ganz schön krasser geworden, ey. Berlin, 12. Oktober, bla bla bla. Der Fluchtversuch eines Häftlings aus Eisenwald in der letzten Woche endete im Bauch eines der für die Bewachung eingesetzten Panzerhunde. Die Wachen versuchten noch, den Gefangenen aus dem metallischen Maul des Panzerhundes zu befreien, allerdings machte die Überlegenheit der Technologie diesen Rettungsversuch zu einem vergeblichen Unterfangen. Vermissen wird der verurteilte Mörder und Vergewaltiger aber sicherlich niemand. Okay, bin ich ehrlich, vielleicht für die beiden Sachen ist es wirklich nicht schlimm. William!
Ben heißt ich William. Ja, ja, ich bin ja da. Er ist mich vorher zu Tode geritten, also. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wieso? Wenn du unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache an, damit er dich nicht sieht. Der ist so ein Tough Bitch. Sie werden wieder Batman, Digga, holy shit. Dann steht fest. Diesem Kern fehlt es nicht an Eitelkeit. Oh! Guten Morgen, verehrte Bürger von Berlin. Heute ist Donnerstag. Es ist ein wunderschöner Morgen. Ein neuer, herrlicher Tag in unserer herrlichen Hauptstadt. Ein jeder von Ihnen hat Großes für die Heimat zu erledigen. Ich möchte Sie daran erinnern, liebe Bürger, wenn Sie mit Ihrem Tagewerk beginnen, so bleiben Sie den Werten Germaniens treu. Als Teil Germaniens sind sie Teil eines glanzvollen Volkes. Germanen handeln mit Stärke und Ehrgeiz. Germanen hassen Schwäche und streben nach Perfektion. Germanen sind ehrbar und anständig. In Gedanken wie auch in ihren Taten. Germanen sind ein begehrenswerter Teil der Menschheit, Ja. Hat jeder verfickte oben so durchsagt. Das ist ja unglaublich. Jatz. Oh mein Gott, ich kann. Oh mein Gott, wo habe ich jetzt so viel zum Lesen und so shit? Nee, oder? Oh, ich habe zwei so Enigma. Ah nee, das ist ein Brief. Was? Holy shit. Okay. Briefe. Ja, zeig mir doch die Briefe. Okay, gut, einfach nicht. Ja, Serienmörder Mörderduo in Verdacht. Berlin, 11. Oktober 1960. Die seit mehreren Monaten in der Stadt andauernde Mordserie könnte laut Ermittlungsnahmequellen das Werk eines abweichlerischen Mörderduos sein. Bisher wurden 5 Menschen getötet. Alle Opfer wurden zerstückelt, in Abwasserkanäle gefunden. Geil. Augenzeugen berichten von 2 seltsamen, höchstwahrscheinlich geistig eingeschränkten und körperlich entstellten Männern, die an den Tatorten umherschleichen. Die sahen für mich nicht aus wie normale, anständige Berliner, sagte einer der Zeugen. Die der schrecklichen Taten waren bestimmt ihr Werk. Okay, cool, einfach so, wie die irgendwie Schranke kennt, einfach mal so mal flamen gehen. Doc. Urlaub in Deutschland. Ruhige Lecken. Der ist schon endlos stressig, Digga, wenn jedes Mal jetzt so ein Kreischen hörst. Ach, also nur noch ein einziges Messer. Ich habe wirklich die Figi-Szene aus dem Nichts gekommen. Fuck. Achtung, Hochspannung. Okay. Die Forschung des Universums. Werden Sie Mondsoldat. Ja, Mondsoldat. Ich hätte irgendwie so etwas abgespacedes irgendwie, aber es klingt halt auch irgendwie so realistisch, das macht mir auch so Angst. Okay, Schwieriges Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Okay.
Das ist die Batterie gesehen. Okay. Okay. Batterie ist leer. Muss neu aufgeladen werden. Sehr Schneider, Digga. Es wird immer abgespaced. Jetzt ist langsam sind wir in so einem Portal-Ding unterwegs. Geisteskrank. Ah! Tja, das ist for real so Portal, ne? Also, oder Half-Life. Half-Life ist das irgendwie. Habe ich, by the way, auch noch vor mir als Let's Play Half-Life. Ich habe die ganze Serie noch nicht gespielt. Ich habe nur Half-Life Alyx gespielt und ich habe das schon ganz geil gefunden. Und Portal. Portal habe ich aber gespielt, so 1 und 2. Okay, benutzen den Laser, um Zäune zu durchschneiden. Zuerst schneiden. Halt zum Schneiden ausgedrückt. Ja, aber es nicht mit Zäune. Funktioniert nicht. Du hast gelogen. Warum hast du gelogen? Digga, da lügt. Warte mal, irgendwie funktioniert es, aber auch irgendwie nicht. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ne, es muss funktionieren, oder? Ah, ich muss einfach Geduld haben, okay. Ah. Okay. Ah, warte, tun ich aber trotzdem noch kurz mal da unten durchschneiden. Goldener Teller. Ne, jetzt nicht mehr. Okay. Was haben wir denn da noch? Aber nicht der Klasse. Egal. Ich habe das Gefühl, da werde ich bald irgendeiner Leiche begegnen. Das ist auch nicht wirklich gebracht. Bilderrahmen. Da nicht. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich jetzt stuck bin. Warte. Oh nein, jetzt ist der Scheiß da leer. Oh. Ah nein, er ist noch nicht leer. Jetzt. Nein. Aber warte mal, er ladet ein bisschen nach. So bis halt einfach in fucking Real Life manchmal mit Batterien irgendwie gönnt die manchmal wieder. Okay. Oh. Kann ich das Teil. Okay. Ah, da muss ich einer rennen. He? Weißt du was? Ich glaube, ich gehe da kurz aber da aufhören. Das ist doch safe. Hat's doch etwas, oder? Ich habe das Gefühl, ich bewege mich wieder irgendwo hin, wo ich dann für ewig und immer stuck bin.
Da noch etwas? Ich glaube nicht. Easy. Okay. Ey. Aber eine kurze Frage, was ist genau meine Mission? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Laserschneider wird jetzt, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Ah, okay, ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen geguckt. Egal. Wieder probiert. Oh, er hat mich nicht gesehen. Was ist? Mein Gott, stich ihn einfach ab, Digga, und dann der andere. Scheiß drauf. Kommt einer! Oh, das hat schmerzhaft ausgesehen. Aua. Ich hätte doch auch noch eine Waffen dabei. Könnte ich die auch haben, die Schlagstöcke? Auch noch irgendwelche Briefe oder was auch immer. Ah ne, es war eine Karte. Hey, okay. Ja, gut, das Messer ist halt holy shit. Gib mir das Rüstung, das ist doch ein Schlagstock. Hey? Wie der so rumschreit. Digga. Oh. Wait a minute, aber das sind nicht neue Hunde, das sind nicht die Mechhunde, das sind die Mischhunde wieder. Ah. Nou, wacht, ik ga nog eens Drecksviech. So eine schlimme Melodie, als hätte ich jetzt etwas richtig Ehrenloses gemacht. Bro, schau das. Oh Gott, Digga, das wird jetzt so ein Horrorspiel, oder wie? Hallo, hallo. Ich habe die Wiesenau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller? Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Okay. Okay, auf dem Übungsgelände in Sibirien, Moskau, bla bla. Die in der Nähe des nördlichen Uralgebirges, Umwelt der Karasee gelegenen Ausbildungslager von Totenkopfs Kommandoeinheit gelten als die weltweit härtesten ihrer Art. In mehreren Folgen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, um über den Tagesablauf dieser entschlossenen Kämpfer in extremer Kälte zu berichten und zu zeigen, wie aus ihnen überlegene Krieger geformt werden. Ja, ich drücke neben Escape. Das ist ja wenig Tastatur und wie hat sie nur halb so viele Keys? Jetzt fehlt das P, oder nicht? Das fehlt irgendwie ganz schön viel. Die quert. Nein, quert. Das ist kein Z. Doch, das Z steht da. Aber ich sehe kein P. Ich sehe auch kein I. Oh, und das O. O fehlt, glaube ich, auch. Okay. Kein Wunder, dass die so gescheitert sind. Die können ja nicht mehr richtig schreiben dann. Ja. Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Also, wir haben nur jetzt einen freaking Geheimgang gefunden. Ah, ne, warte, ich weiß nicht. Ich gehe mal zuerst rein. Ich glaube, das ist collectible-mäßig irgendwas.
Okidoki. Wieso haben wir eigentlich kein nächster halt Venus, weißt du? Die haben einfach den Mond schon eingenommen und alles, holy shit. X mal 7, 56. 56, okay. Digga, die sind. Moment, die sättige Berechnungen da unten. Das ist jetzt nicht so, als wäre es sind. Egal, also weiter geht's. Sneaker. Ah, irgendwie tut es mir leid. Oh. Ich meine, ja, es ist ein Nazi und so shit, aber irgendwie im Erdnach und einfach nur Knockout, oder? Nö. Mann, da Arm. Ah, die Spiegel legen direkt mal auf. Ah, noch mehr zum Lesen. Okay, erster Mensch landet auf dem Mond. Berlin, 21. Juli 1951. Um 15:56 Uhr am gestrigen Tage betrat Hans Armstark als erster Mensch den Mond. 30 Minuten nachdem Armstark und sein Co-Pilot Emmerich Otte des Mondmoduls zu der als die glimmernde Schale bekannte Landestelle gesteuert hatten, fand der erste Kontakt mit der Mondoberfläche statt. Nach der Landung begannen die beiden Astronauten ihr Abenteuer auf dem Mond mit dem Aufstellen unserer wunderschönen Flagge. Danach sammelten sie Boden- und Gesteinsproben für die weitere Analyse auf der Erde. Digga, der Hans Armstark. Oh mein Gott, immer das Escape. Hans Armstark ist crazy. Okay. Das kann ich nicht lesen, Digga. Freude. Ja, egal. Okay, komm. Los hier, Bastarde, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! 1 Minute! Genau 1 Minute hat. Dann müssen wir aber los. Ja. Nach rechts! Hey, du da! Komm schon! Vorwärts! Du faule Könnte ich dich nicht befreien? Ich sag's dir, du faule Sau, los! Du bist ja nicht zum Faulenzen! Los! Schnell, vorwärts! Ich zeig's dir, du! Komm schon! Vorwärts! Aufstehen! Vorwärts! Hey, du! 5 Schritte! Vorwärts! Glaubst du kannst hier faulenzen? Nach links, komm schon! Du Drecksau! Los! Los! Du Drecksau! Das ist crazy. Hans, komm schon, lass uns gehen. Ah, jetzt kommt der Crazy Katze. Stahl, Stein, Beton, meilenweit. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung, Tyrannei, ein endlos mächtiger Feind. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind? Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche euch... Los, dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden und befreien. Ah, Sieht schlecht aus. das ist also Bleibt auf dem Dach weiterzugehen. der Grund, warum wir da sind. Halt die Star Wars Weise, Vibes irgendwie. Oh ja.
Kann ich eigentlich theoretisch genau jetzt auf den Platz springen? Also ich könnte wahrscheinlich schon, es ist aber nicht gescheit, höchstwahrscheinlich. Dass die mich aber nicht sehen. Man kann das Wurfmesser nicht rühren. Aber Sind das alle Wiesenauer Widerstandskämpfer? Sind nur eine Handvoll? Jawohl. ich würde echt gerne einen von denen mit dem anzünden, aber ich mag's mal nicht. Feini fein. Okay. Bewegt sich aber nicht, okay. Trotzdem ist jetzt die Frage, wie ich genau da überkomme. Ah. Oh Gott. Richtig. Oh Gott, das ist nicht gut. Gib mir die Knarre, wenn du eine hast. Stirb! Stirb! Holy shit, das ist aber auf einmal schneller gewesen. Digga. Mit die Tanne. Ja! Aber das ist gar nichts ohne. Aber das wirst du auch noch eigentlich. Durchspielen ist die einzige Möglichkeit. Also generell, wenn man was bringt, überhaupt Donuts, es bringt nicht mal etwas, merke ich. Aber kann ich? Das geht! Hey, hey, hey! So nicht, so nicht. Pisser. Zum Glück checkt scheinbar keiner, dass ich da bin. So, also irgendwie, man hat einen Alarm gehört und so, aber irgendwie ist das auch wieder egal. Kann ich das Teil nicht irgendwie... Was ist mit diesen Dingen die ganze Zeit? Kann ich die umschieben oder so etwas? Irgendwie sehen die einfach nicht normal aus. Ah. Okay, okay, warte. Ja, ja, Mashallah.
Oh mein Gott, ich kann noch nicht durchs Herum schauen. Jetzt kann ich wieder. Der Bro hat Sichtkontakt zu mir. Ah nein, er schlägt. Das ist so random Map direkt, oder? Guck mal, das ist zum Beispiel eher, wir haben ihn genockt. Oh, nein. Mann, das... Komm her! Ich werde dir wehtun! Bro! Er hat so viel Steg gezeigt. Okay, wieder geht's. Was ein Top-Wache du bist, Digga, du hast ja gar nicht gecheckt. Ja, ich brauche es gar nicht. Okay. Werden sie wieder Menschen verbrannt oder sowas? Oh. Okay. Das hätte ich gerade das Spiel nicht gern gehabt. Hoppala. Das tut mir ja jetzt leid, oder? Da habe ich nicht wollen. Ja. Ja, ich finde das zu first, oder? Ah, okay. Digga. Kann ich jetzt 2 oder wie? Wow. Keine Ahnung, aber falls scheinbar das Teil dort. LOL! Ich war jetzt eine Knarre. Oh Gott im Himmel. Es zeigt es mir nicht an, es ist schon nicht glitscht. Ich habe keine Ahnung, welche Taste ich drücken muss. Okay, ich war mal kurz. C. C. Ah. Gott im Himmel.
Ah, du kleiner Wichser. Shit. Ah. Achtung, Panzerhund. Ah ja. Ah. Nur Viecher drinnen müssen haben. Ich meine, es sind ja Roboter. Die sind ja komplett mechanisch. Also müsste es eigentlich auch möglich sein, die einfach nur abzuschalten. Oh Gott. Tja, das hier ist Zellenblock B. Dann muss auch B2 hier irgendwo sein. Ja, ich kriege Panzer und werden auf jeden Fall noch kommen. Ich habe nur 2 Wachen gehabt. Also. Okay. B2, Zeit, die Monster aus ihren Käfigen zu lassen. Ich glaube, dass sie viel mehr zu tun vermögen, als sie uns bisher gezeigt haben. Möchte ich, dass sie eine kleine... Gefesselt wie die Tiere, wie gottverdammte Tiere. Sie zuerst tief ein. Dann schließen sie ihre Augen und tauchen sie tief in sich hinein. Da befindet sich ein Berg im Nebel. Du musst abgehen! Weit in der Ferne. Allmächtiger, ich dachte, ich bin geliefert. Und dann kommen Sie, auferstanden von den Toten, um uns zu retten. Unglaublich. Was haben Sie gemacht, Captain Blazkowicz? Schießen, stechen und Soldaten erwürgt. Wir können uns ans Werk machen, Wyatt. Fantastisch. Nichts wie raus hier, hä? Hey! Du, mach die Tür zu! Also gut. An die Arbeit. Jetzt juckt es irgendwie gar nicht mehr, hä? Macht schon, Männer! Ja! Haltet die Tür zu! Lasst sie nicht rein! Blazkowicz! Kommen wir an den Lüftungsschacht da oben? Vielleicht geht's da raus! Gut! Fester drücken! Drücken, Männer! Drücken! Ja! Ja, klettern Sie rein!
Schön, euch zu sehen. Genau das Richtige. Okay, warte mal, das ist noch was. Ah ja. Okay, nice. Let's go then. Wir brauchen das Teil jetzt. Komm schon! Ist das alles, was du kannst? Ich kann! Sind der Typ, der wir da was gerettet haben? Also, gerettet. Also, Wir man müssen kann fliehen, wählen, wer Captain. stirbt. Lassen Sie uns gehen. Okay, warte mal. Digga, die scheiß Kanadier sind so dumm. Cap, können Sie das Schloss knacken? Meine Finger tun's nicht mehr so. War zu lange in Fesseln. Ja, der Scheißding ist ja. Dankeschön, Sir. Get this. Get this. Keine Minute zurück. Was für ein Timing. Von uns kämpft kaum noch jemand. Seit dem Kriegsende ist es nicht mehr so einfach, verstehen Sie? Wenn wir hier lebend rauskommen, werden sich die Dinge ändern, Captain Blazkowicz. Das müssen Sie einfach. Hören Sie das? Verstärkung. Die wollen vermutlich den ganzen Stadtteil überrennen. Hier entlang, Captain! Warten Sie! Warten Sie! Oh Gott! Da draußen ist ein Panzerhund! Wenn wir wirklich schnell sind, können wir es schaffen! Folgen Sie mir! Hier entlang, Captain! Ui, ui, ui! Au damit! Ah, Pech gehabt! Gemeinsam kriegen wir das bestimmt hin! Geben Sie mir Deckung, ich öffne das Tor! Draußen ist einer! Gehen Sie voraus, Captain, bin gleich hinter Ihnen! Ey, 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 ey. Bleiben Sie wachsam, Cap! Wir schaffen es! Es kommen immer mehr! Schießen Sie! Es sieht gut aus! Wir kommen hier raus! Ja, jetzt kommen wir da raus. Muss ich da jetzt wirklich durchspringen, oder wie? Ist immer noch einer. Oh shit. Damn. Ja, ich check's nicht von wo. Boah, ich will jetzt rein, ne?
Oi! Ja. Ich weiß nicht, was hinter diesem Tor ist. Sie müssen mir Feuerschutz geben. Oh mein Gott, wieso machst du jetzt Schuh? Digga. Warte mal. Boah, Doppelschrot. America, fuck yeah. Okay, weiter. Hey, Captain Blazkowicz! Die Ja? Treppe hoch! Ja, da voll ja. Oh mein Gott! Ah, Drecksköter. Verdächtige keine Freund Berlin. Oh shit, das ist aber nicht gut. Zwei HP, Bro, ich bin tot. Ja, du musst mich schützen, Digga. Ich geh da drauf. No AP. Oh Gott, wie viel AP. Wir haben es! Kommen Sie! Na los! Na los! Holy shit, Alter. Ich bin wieder so tot, Alter. Oh mein Gott. Warte mal kurz, ist das eine Eiknarre? Nein, okay. Goldener Helm, ui. So wieder so ein Hasenbild wie beim letzten Mal. Nee, leider nicht. Vielleicht ein Arzt. Ja. So weiter geht's, hä? Ja, wieder. Hey, Wichser. Schießen Sie!
Besorg uns einen Wagen! Warte mal kurz, hättest du nicht noch oben drauf etwas gehabt? Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen vorbeigelaufen. Sehen wir tatsächlich, schaut mal das so an, das sieht doch richtig aus. Ah! Ja, siehst du. Ja, das ist dort draussen bölzt. Wo ist genau die? Oh shit. Oh Gott. Ich gehe einfach runter, ja. Wohl? Wir müssen verschwinden! Müssen wir das weg? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie was oh geil, ich kann die Dinger kaputt schießen jetzt. Sehr nice. Oh, okay, tschüss. Ja, jetzt bin ich wieder da. Nein. Aber ey, wieso? Wieso ist meine Taste nicht mehr. Habe ich überhaupt etwas zum Rühren? Ah, gut, ich kann gar nicht zum Rühren. Okay, das ist nicht mehr. Ich dachte, ich hätte da Bomben, Granaten und so Shit. Hoppla! Ja, jetzt schieße ich gerade der rein. Mach mal kurz, wo ist das Inventar? Hey, doch, ich habe doch die Drecksbomben. Oh, warte, scheiße. Hey, eigentlich kannst du das in Ruhe machen, ne? Also. Wir haben es, Cap! Kommen Sie! Ja, warte. Jetzt noch nicht so ganz, you know. Ah nein, G ist glaube ich Rühren gesehen. Hoppala. Oh ja, G ist gesehen. Natürlich, das Drecksvieh. Ist das? Jetzt müsste eigentlich da wieder so ein dicker Oschi kommen, oder nicht? Das war's! Widerliches Ungeziefer! Weglaufen bringt hier nichts! Ah! Oh ja, so funktioniert das also. Schießen Sie! Besorgt uns einen Wagen! Hier drüben, Sir! Diese zwei Riesendinger, ne?
Greifen die an dann, oder Ja, ich werde kurz da oben schauen. Oh mein Gott! Okay, gut, ich darf scheinbar nicht umschauen. Ja, aber wieso macht die auch nicht? Digga, what the fuck? Das ist vorher nicht so gewesen, das kann ich schwören. Ehrenlos aus zum Schneiden, ey. Holy shit, so viel Fehler. Boah, langsam bin ich auch richtig müde. Das ist anstrengend. Oh Gott im Himmel. Okay. Jojo, krass. So. Ja, mach nur. Hier drüben, Sir! Der Motor läuft schon! Und los! Ich darf fahren? Wow, geil. Oh, das wirkt doch nicht so. Gewiss, loyal, hartnäckig. Oh, fuck. Oh, das ist glaube ich nicht gut. Schneiden Sie es auf, Captain! Captain kann nicht zielen, Bro. Captain ist weg. Gib endlich Ruhe! Sackgasse, Captain. Unglaublich, dass du da rausgekommen bist. Was? Crazy. Weiß jemand, wie man einen Wagen kurz schließt? Wieso sind wir die Nöcher auch nicht gekommen, ey? Ich hoffe, Sie wissen, wie man hier rauskommt. Bringen Sie nach Hause! In der Stadt sind überall Kameras. Sie verfolgen uns, wo wir auch hingehen. Wir hätten mehr Möglichkeiten. Es ist nicht ratsam, das Hauptquartier des Wiesenau-Widerstands tagsüber aufzusuchen. Bis heute hat es keiner versucht. Aber kein Flieger am Himmel.
Niemand folgt uns. Vielleicht können wir heute Geschichte schreiben. Unser Plan hat 2 Teile. Wenn alles glatt läuft, sollten wir in einem toten Winkel landen. Seid ihr alle bereit? Los! Jetzt! Laufen Sie! Das Gute am Regime ist, dass dort nur Idioten am Werk sind. Solange wir in der Gischt bleiben, sieht uns keiner. Und jetzt zu Teil 2, dem Sprung. Sobald wir unter Wasser sind, tauchen Sie hinter mir her. Sie dürfen auf gar keinen Fall auftauchen. Hier wimmelt es von Wachen. Wenn Sie auftauchen, sind wir tot. Also, nicht zögern. Springen Sie! Okay. Mir greift jetzt genau Dingston, also Berlin so mit diesem. Das ist crazy. Das ist eigentlich keine Knarre mehr. Wirklich unfassbar stark. Es tut mir so leid. Als ich hier war, gab es vor dieser Öffnung noch kein Gitter. Ich war 2 Monate gefangen. Wie blöd kann man sein? Könnt ihr euch glauben, dass alles so bleibt? Großartig, wie sie uns durchgebracht haben. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Okay. Ich mach dich auch, Weird. Max, ganz langsam. Oh. Wow, ganz ruhig, das ist Klaus. Er gehört zu uns. Er war mal beim Regime, aber er ist jetzt auf unserer Seite. Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem Sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen Sie einfach leise, hm? Scheiße. BJ Blazkowicz. Das war ja klar, nur Sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Ma'am. Schön, dass du zurück bist, White. Carolina, Sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann. 3 Wirbel pulverisiert. Und Sie? Schädeltrauma, 10 cm langes Schrapnellen darüber. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt, septischer Schock, zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust, Kriegstrauma, 14 Jahre in der Klapsmühle. Schön, Sie zu sehen, William. Tja. Und was können Sie tun? Für deine Sammlung, Jay. Wow, bin ich froh, dich zu sehen, Mann. Wie lang war's? 3 Monate, seit sie dich weggeschleppt haben? Hab gedacht, du wärst tot. Viele Leute, die in den Knast landen, kommen da nie wieder raus. Echt stark. Und du hast ein paar neue mitgebracht. Sogar richtige Verstärkung. Echt cool, Mann. Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen.